Brennt! Küche brennt! Es ist schnell passiert. In so einem Moment hat man gerne eine Löschdecke zur Hand. Wir haben 10 verschiedene Löschdecken gepostet. Ob die alle ihren Zweck erfüllen, das testet ein Labor für uns. Aber zuerst möchte ich wissen, wie braucht man eigentlich so eine Löschdecke richtig? Für das treffe ich den zweitobersten Feuerwehrmann vom Kanton Bern. Hallo. Ich bin Krigo. Freut mich, Felicitas. Dürfen wir einander hier sagen? Unter den Rettungsorganisationen sagen wir einander hier. Sehr gerne. Auf diesem Ausbildungsgelände zu Thun trainieren normalerweise Berufs- und Milizfeuerwehrleute. Heute simulieren wir für den Kassensturz einen Haushaltsbrand. Öl, das in der Pfanne Feuer fängt. Wenn es bei mir daheim in der Küche so tut, was muss ich machen? Als allererstes die Energie abstellen von diesem Kochherd. Die Energie fortnehmen. Du musst einfach mal wissen, wo die Löschdecke ist in der Küche. Wo ist sie? Die Löschdecke ist hier verräumt. Und jetzt? Du musst die Löschdecke so in die Finger nehmen, dass du dich selber schützen. Ja. Die Hände hinter die Löschdecke nehmen. Hände hinter die Löschdecke. Genau, perfekt. Okay. Und jetzt tust du den Kopf schützen. Ja. Und durch die Löschdecke durch siehst du ein bisschen, was brennt. Ja. Und du dich ganz langsam drüber legen. Okay. Oh, wann? Genau. Und die Löschdecke jetzt ja nicht dranreissen. Ja. Wenn du jetzt die nach dem Löschen wieder dranreissest, dann kannst du die Pfanne oben runterreissen und das heisse Fett, das heisse Öl, das geht über dich. Es sieht ja jetzt eigentlich gelöscht aus. Was muss ich jetzt machen? Jetzt die Löschdecke drauf lassen. Der Brennstoff ist noch da und wir geben wieder Sauerstoff und dann könnte es sich wieder entzünden. Und jetzt unbedingt in der Feuerwehr anrufen. Also 118? Ja, 118. Wieso? Ja, jetzt könnte es ja sein, dass hier die Flamme bereits das Fett, das hier im Dampfabzug ist, entzündet haben und wir hier oben einen Glimmbrand haben, den du nicht siehst. Ja. Und dann kommt das Feuerwehr kontrollieren. Okay. Das kostet mich dann auch nichts? Nein, das kostet dich nichts. Kostenlos und dann kannst du dann beruhigt ins Bett schlafen und weisst, deine Küche brennt nicht noch hinten dran. Okay. Für aussen zeigen mir Krigo Bieri und sein Kollege, wieso man so einen Ölbrand nie mit Wasser löschen sollte. Das will man nicht haben in seiner Küche. Tausende Brände entstehen jedes Jahr in Schweizer Haushalten. Die Hauptursachen? Kerzen, Raucherwaren, in der Küche Brand, Pfannen oder Elektrogeräte, die brennen könnten. Bei solchen kleineren Brandherden ist die Löschdecke genau das Richtige. Welche Löschdecken das wirklich etwas taugen, das testet für uns das Labor PZT hier in Wilhelmshaven. Ins Rennen gehen 10 Modelle, die zwischen 5,50 Franken und 50 Franken kosten. Im Labor schaut das Team zuerst, ob die Decke schnell und ohne zu grossen Kraftaufwand aus der Verpackung kommt. Dann misst die Laborantin den elektrischen Widerstand der Löschdecke. Es ist wichtig, dass alle Löschdecken einen hohen elektrischen Widerstand haben, damit man im Falle eines Elektrobrandes nicht selber einen Stromschlag bekommt. Es haben dabei alle Löschdecken den Test bestanden. Jetzt wird es brenzlig für die Decken. Der Fettbrand ist eigentlich der Härtetest für die Löschdecken. Wir sind da ganz nach Norm vorgegangen. Wir haben 3 Liter Rapsöl kontrolliert, erhitzt, bis es ungefähr nach einer halben Stunde bei ungefähr 350 Grad sich selbst entzündet hat. Danach haben wir die Löschdecke ausgebreitet, mittig über dem Fettbrand positioniert, dass der den Fettbrand löscht. Und dann darf weder eine Flamme durch die Decke durchschlagen, noch darf sich das Feuer wieder selbst entzünden, wenn man die Decke wegnimmt. Eine Löschdecke besteht dieser wichtige Test nicht. Nach gut 20 Sekunden schlagen die Flammen durch die Decke durch. Darum gibt es eine schlechte Bewertung für die Löschdecke von Maus, gekauft bei brack.ch. Note 2,1. Maus schreibt uns zum Testresultat: Wenn wir, die Zertifizierungsstelle und die Berufsfeuerwehrleute den gleichen Test durchführen, haben wir erfolgreiche Ergebnisse. Wir werden aber bis Ende des Monats weitere Tests durchführen, um Fehler in der Produktion auszuschließen.
Zum zu schauen, ob es auch eine billige Löschdecke tut, haben wir die zwei hier von Temu ins Rennen geschickt. Die sind fast 10-mal günstiger als die teuersten im Test. Was ist denn bei der Prüfung dieser Modelle herausgekommen? Also bei den Prüfungen ist uns aufgefallen, dass die Decken sehr einfach verarbeitet sind. Beim Material in der Fläche sieht man, dass hier so Webfehler sind. Die Decken haben aber bei den Brandtests wieder erwartend trotz dieser Stellen gut abgeschnitten und die Tests auf jeden Fall bestanden. Ein Problem bei den günstigen Decken ist, dass sich Glasfasern lösen. Und das ist zwar nicht gesundheitsschädlich, aber es ist sehr, sehr unangenehm, dass diese Fasern sich in der Haut festsetzen. Die pieksen den ganzen Tag über. Und auch mit Eincremen und Händewaschen ist das nicht wirklich wegzukriegen. Schlechte Verarbeitung, Schmerzen nach dem Brauchen. Das gibt Notenabzug für die Decken von Harsum Outdoor und von Legendary Instrument, wo wir bei der chinesischen Online-Shopping-Plattform Temu gekauft haben. Testurteil genügend. Die Löschdecken müssen mit verschiedenen Brandarten zu Schlag kommen. Beim nächsten Test kommt ein Tischmine zum Einsatz, wo Brennsprit drinnen angezündet wird, ähnlich wie in einem Fondue-Röschel. Decke drüber. Nach den vorgegebenen 2 Minuten löschen alle Decken das Feuer ohne Problem. Insgesamt gut die Löschdecken von Mentrex und Unitec mit Note 4,8. Ein bisschen besser die Modelle von Pro, Extinger, Swissfire und NoFire, Note 4,9. Im nächsten Test kommt eine Herausforderung dazu. Durch die Scheiben trifft die Löschdecke nicht direkt aufs Feuer und es ist ein Abstand, wo sich Luftung bildet und dadurch ist es auch schwieriger zu löschen. In diesem Test haben die Decken wieder 2 Minuten Zeit, um das Feuer zu verstecken. Die meisten schaffen das nicht. Diese schwierige Testanlage meistert nur eine Löschdecke. Darum sehr gut die teuerste Decke im Test von Foppa. Note 5,9. Was mache ich? Wenn man keine Löschdecke daheim hat, kann es ziemlich rasch brenzlig werden. Hast du auch schon mal zu so einer Löschdecke greifen? In welcher Situation war das? Erzähl es mir doch in den Kommentaren. Wenn du keine heissen Tests und Reportagen von uns mehr verpassen willst, dann kannst du uns hier abonnieren. In diesem Film hier erfährst du, was hinter Temu steckt, der chinesischen Online-Shopping-Plattform, die eben zum Beispiel Löschdecken für 5 Franken vertickt. Und hier unten findest du unsere Reportage über Akkus, die reihenweise Schweizer Recyclinganlagen in Grossbrand versetzen.